und die Damen und Herren, das ich auf alle Recht. Merci, dass der neue Bayer kommen sieht. Trotz dem Wahlfieber, der ja wie sicher auch bei euch an der Redaktion herrscht. Wie könnte man ja feiern, die ich wählen gehen. Ich will auch direkt so, wir haben letzte Woche war ja die große Mobilitätswoche von der Regierung, oder wo sie dann über die Mobilität geschwärzt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin darunter Lied enttäuscht, weil das viel Mobilität geschwärzt geht, dass viel über Stau geschwärzt geht, dass viel über verstoppte Straße geschwärzt geht, mit das nicht mit einem Wort erwähnt geht, dass wenn man eine Mobilität muss machen, wenn man Leute gerne Bussen hätten, dass da nach Leuten an dem Steuerrad sitzen, die das müssen machen und die dann darunter müssen schaffen. Du hast nicht mit einem Wort darüber geschwärzt gehen, und wir haben gedacht, oder gemerkt, wir müssen dann nochmal in der Öffentlichkeit sagen, dass es effektiv nicht nur um Stau geht, aber da geht es auch um Leid, und da geht es um Lebensqualität und geht vor allem um Sicherheit. Und ich will erklären, wie als Jungen, und wir schwätzen da nicht von 3 oder 4, wir schwätzen von einem Sektor von 2500 Chauffeuren, Buschauffeuren, am speziellen, am privaten Sektor schaffen. Das sind die Jungen, die schaffen all Tag, oder die stehen ihrem Patron all Tag zwischen 12 und 14 Stunden zur Verfügung. Das heißt, dass nicht die falschen Gedanken aufkommt, die schaffen die nicht oder die fuhren die nicht, weil da gibt es ganz genau europäisches Reglement, wie sie die verfuhren, wie sie stehen ihrem Patron zur Verfügung. Da zählt dann Fuhren dazu, da zählt dann die Zeit dazu, wo sie müssen warten, wo sie müssen bei ihrem Bus bleiben, aber wo sie dann selbstverständlich auch nicht daheim bei den Familien sind, aber wo sie nicht können ihr Privatleben ausleben. Also die Amplitude darf gehen. Und das ist ein ganz technischen Dossier, das habe ich aber direkt dabei, den bis zu 15 Stunden darf gehen den Tag, und da wir sehen, wenn ihn danach eventuell weh holt, von einer Stunde oder einer halben Stunde für heben, da wir sehen, wie viel Freizeit, wie viel Familienleben das danach bleibt. Und ich will doch direkt dabei sagen, nicht, dass ihr eine falsche Meinung abkönnt, geht es nicht darum, für mich an der Preis zu kriegen. Schon mal verwunderlich, bei einer Gewerkschaft füge dass wir aber alle guten Nummern dabei haben, wir wären eine einzige Lohnmaschine. Hier geht es effektiv für das Familienleben, mein Berufsleben können zu koordinieren. Und das ist unserer Meinung nicht möglich. Und wir streiten, du weinst, in der Zwischenzeit sind 30 Jahre. Ich komme also ein bisschen viel, wie wir Nordstraße gebaut haben. Das hat auch 30 Jahre gedauert. Wir sind noch 30 Jahre am Gang. Und wir haben aber noch einmal keinen Akkord mit der Flea. Flea, das sind Patronen von den privaten Busentreprisen. Und das sind die Leute, die unsere Jungen dann Arbeit gehen. Und mit der Flea, und auch das soll direkt gewusst sein, dass über alles zu schwätzen, kann ich über alles mit der Flea schwätzen, just wenn ich über Arbeitszeiten und Amplituden hier bei unserem Sektor, wenn ich darüber schwätzt, da blockiert Flea komplett. Und sie machen das kategorisch, kittert man lo, und da ging ich am technischen Detail, eine 50-Kilometer-Regelung mit ihnen unterschrieben haben, das auf den Instanzen oder in Instanzen wäre, dass von den mehr wie 50 Kilometer oder mehr wie 50 Kilometer eine Strecke fährt, und das müssten hier am Land die Milchstrecke sein, da gibt es ab dem nächsten Jahr, wenn das bis durch ist, gibt es eine extra Regelung, dass ich nicht mehr die Pause muss machen wie am europäischen Reglement am 561 2006. Du warst schon ganz viel krempig, für die Welt durchzukriegen, wie man den Abnorm durchleihen hatte, für zu schreiben, hat Flea Rückzieher gemacht und hat gemeint, du müsst nach bei der Pflegearbeit nach Sachen dabei gepflegt gehen. Auch das die Kröte haben wir noch geschleckt. Und dann merken wir, dass man in der Zwischenzeit 2 oder 3 Chauffeuren und 3 zockte Chauffeuren, die das den Racebus, das den dann den oder 50 Kilometer Regelung fehlt, an der Jänner fuhren um 500 denasiert, das ist das europäische Reglement. Das heißt, man muss schon 3 Amplitude wie die Jungen müssen fuhren, aber wir sind der Meinung, an einem Sektor, der ja aber von der öffentlichen Hand subventioniert wird. Aber ich weiß, dass das Budget vom RGTR, dass den 170 Millionen Euro ist, da wir sehen, wie viel das mehr alle Guten als Steuerzahler an der öffentlichen Hand daran investieren. Und da sind wir der Meinung, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dass es überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, dass da nach Amplitude sie von 12, 13 auf 14 Stunden, da sind wir der Meinung, dass das endlich geregelt wird, dass die Leute auch können, ihr Privatleben, mit dem Leben, mit ihrem Arbeitsleben, können gut koordinieren. Das leider nicht möglich, den Energiekontrakt als Lo zu den selben Konditionen. Und das ist erstaunlich, weil die lief den 1. Januar 1998
19 soll den neue Nullläfe pardon 31. Dezember 18 lebt den allen aus, den as verlängert gin 3 Joer, also soll er kein Mënsch soen, dat du kein Planungssicherheit hast, die get du natierlech, weil das nämlich ein Gesetz gëtt europäisch ausgeschrieben, mit das ganz klar, dat eng Planungssicherheit do besteht, aber von dem mat der Player schwätzt, also mat der Busentreprisen, private Busentreprisen, wo man all moes geschaut kree, wie die Bussen an der Stadt hënneren, wie die Bussen iwwer Land hënneren, a wie se dann mussssen aus der Stadt praktisch rausgedriwe gin, da we sinn, dat et zeich Zeit gëtt, dat man die Amplituden noënne sitzen, an dat man och op Zukunft finanzmengen noch dat as ke Geheimnis die echt Bussen läfer schon so oni Schofe, dat eng Begleitperson dabei, mit sie kein Schofer mir an de Bussen. Meermerstadt persönlich ganz viel Angst, mit dat schenkt Zukunft zu sinn, dann as het Menge Menung no heich, aber ganz heich Zeit, dat die Amplituden endlich no innen revidiert gin, an dat die Leiit och können hier Privatleben, Mam Berufsleben können an Zukunft koordinieren. Wie gesagt, wir sind 30 Jahre am Gang, ich persönlich sind 10 Jahre am Gang, die Kollektivverträge zu verhandeln, an so Nachrenkeier, wir können mit einer Flair, können wir effektiv wie wird alle schwätzen, der den ich nicht können schwätzen, das sind Amplituden, weil da blockieren sie komplett over, und sie lassen noch da gut nicht mal zu schwätzen. Wir haben bis vor kurzem, oder wir hatten gemengt, bis vor kurzem hätten wir nach einer Einheitsfront mit unseren Kollegen vom LCGB, die aber schon ein Ballem gefallen sind, das ist wahrscheinlich geschuldet, weil dann noch nächstes Jahr bei Eiswahlen sind, 12. März sind Sozialwahlen, und da wird es dann noch ein bisschen schwerer geben, für den hier zu erhalten, aber das sind wir uns bewusst. Wir haben ganz klar einen Auftrag, an der das die Amplituden aufsitzen. Dabei könnt, für denke ganz kurz zu erklären, ganz tags kann die selbste Schofe den neues Leid auf der Arbeit feiert, als die selbste Schofe den sowieso nach sich geht. Und bei der letzten Verhandlung wird dann ein von den Verhandlern von der Flair gesagt, ein Mann, der 12 Stunden schafft oder seine Patron zur Verfügung steht, der kann nicht mitziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da waren wir skandalisiert, und wir sind der Meinung, dass das keine Verhandlungsbasis ist, sondern dafür haben wir auch gesagt, wir werden der Öffentlichkeit irgendwann ein Krieg sagen, dass es nicht darum geht, für mehr Geld zu kriegen, es geht effektiv darum, für das Privatleben, mit Berufsleben zu koordinieren, und es geht für allem um Sicherheit. Es geht um Sicherheit von den Chauffeuren, und es geht um Sicherheit von den vielen Passagieren, die mit der neuen Mobilität sollen doch immer angesagt gehen, für dass die auch können richtig ganz auf ihr Arbeit kommen. Ich meine, das sind als Hauptbitten, und dafür werden wir in nächster Zukunft weiter kämpfen, und wir werden dann auch probieren, den Dossier an die Öffentlichkeit zu bringen und Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht kann so weitergehen, wie es bislang gegangen ist, auch wenn wir dann ein Jahr aufgespeist gehen mit einem halben Prozent an einem Kollektivvertrag. Das ist nicht unser But. Es geht effektiv darum, für die Sicherheit zu garantieren. Für dann praktischen zu sagen, was geschieht man Bus, wenn ein neues Leid auf der besprochen wird, da steht der ganze Tag, wenn er nach Kann haut, das geht immer mehr schwer, da steht der ganze Tag Glassi, oder steht Park and Ride Howald, oder steht Park and Ride zu Hollerich, und die musst du bei seinem Bus bleiben. Also ganz weit weg von seiner Familie, ganz weit weg von daheim, und die muss seinen Patron zur Verfügung stehen, für wann ein Gift gerufen gehen. Kriegt selbstverständlich die Zeit nicht bezahlt, die Amplitude-Zeit ist keine Zeit, die bezahlt wird, ob schon, und auch das soll mal gesucht sein, und auch darauf werden wir in nächster Zukunft mit den Fokus drauf legen, den europäischen Urteil, dass Amplitudezeit, also Arbeitsbereitschaftszeit, dass das Schaffzeit ist. Aber man irgendwann muss anfangen, die Stunden alle gut zu bezahlen, da können Sie sich alle gut vorstellen, wie groß das so ist bei den Patronen ist. Da kommen sie nicht mehr raus, trotzdem viele Geld, den sie über öffentliche Gelder, über Steuergelder alle Jahre zugeschossen kriegen, die sie auch brauchen. Ich will direkt dabei sagen, wir sind nicht dafür, für das aufzuschaffen, wir sind just dafür, dass Leute nicht mehr wie Leute von zweiter Klasse behandelt gehen, dass sie von den behandelt gehen wie normale Leute. Es gibt noch einmal den Unterschied zwischen dem öffentlichen Dienst und auch da, direkt dabei. Wir gehen nicht fragen, seine Pai, die in einem öffentlichen Dienst tut, und die noch bei den
großen Trägeren huet wie der VL, den TG an den CRL, mir will just auch lo dieselbe Arbeitsbedingungen kree wie die, weil du gehtt keine Amplitude von 11 an 12 Stunden wie bei uns am Privatsektor für ein gutes Stück Manner Lohn. Auch das soll man enke gesucht sein. Voilà, ich meine, du mal den giwech ophalen mat enger echtter Erklärung, wann nach frohe sinn, dann si wir selbstverständlich ger zur Verfügung für die zu beantworten. Ich will ja just, was ich am Anfang vergessen, heute die Kibänke vorstellen, die hier sitzt, den Marcel Breuskin zu enger Rätser als den Präsident von der AKAL, der Jean Jung, den bärtische junge Mensch, du Hanna Meck, der das der Vizepräsident, an den Sven Gras, der das mein Nachfolger von der Gegend von Enkeier an meinen Ruhestand gehen. Ich habe gesagt, mir wohl verdient, wenn ich an meinen Ruhestand gehen, dann überhält der Sven Gras, überhält den Sektor von den privaten Buschauffeuren plus Kamionchauffeuren, da wo der Dschungel noch ein bisschen mehr groß ist wie bei uns bei den Bussen. Eine andere Bemerkung nach, da sind immer mehr DAX dabei, sind immer mehr Minibussen, immer mehr à la carte gemacht, wie Leute kleine Busse, wie sie können da hinkommen. Du hast Situationen noch ein bisschen mehr grave, die fallen zwar alle gut in unseren Kollektivvertrag, aber die fuhren nicht mit einem Tachografsquad, die können noch ein bisschen mehr fuhren wie alle guten Indianer, und du hast überhaupt keine Kontrolle. Und auch da muss man irgendwann ein bisschen aufhängen, zu probieren, das ein bisschen besser zu regulieren, wie das heute der Fall ist. Irgendwann wird ja froh kommen, oder die Juni an den letzten Wochen, Monaten, Jahren DAX gestaltet kriegt, war ich von der Politik. Und von der Politik werden wir im Prinzip gut nicht, weil das nicht kommt in den letzten Jahren, also werde doch wahrscheinlich an den nächsten Jahren so weitergehen. Muss ich mal darauf aufmerksam gemacht werden, dass effektiv ganz viele öffentliche Gelder an den Transport gehen, an den RGTR-Transport gehen. Und dann denken wir, dass die Öffentlichkeit Bescheid wissen, was dann draußen lebt. Ich meine, auch das ist wichtig, und auch das ist mal wichtig erwähnt zu gehen. Ich muss dabei sagen, dass wir mit Minister Bausch ganz viele Sitzungen hatten an den letzten Jahren, die noch ganz tags auf unserer Spur waren, die ganz tags gesagt wird, ja, wir müssen endlich ein bisschen erholen. Und das ist eine Periode, eine Legislaturperiode drüber, und das aber im Prinzip nicht geschieht. Kontrakte sind verlängert gehen, die RGTS-Kontrakte sind verlängert gehen, und das aber nicht geschieht für die Leute, die hinter dem Steuerrad von dem Bus sitzen, für die also das Geremenke ja nicht gemerkt gehen. Dafür sind als Erwartungen und die alte Regierung, die Riveras, die waren gleich null, und die neue Regierung, wir haben nicht immer gesagt, wir wollen nicht, dass sie sich amischen, aber sie sollen ja bewusst sein, was für ein Sicherheitsgefühl, das dabei auf der Straße herrscht, mit den vielen Stauen, mit den vielen Schandtüchern, und mit den vielen auch Aggressionen, die immer mehr an den Bussen geschehen, dass die Chauffeure nicht mehr bereit sind, sich alles gefallen zu lassen. Voilà, war frohe Sinn, so dass, wie gesagt, das ein ganz technischen Dossier, man nicht probiert, auf 2 Seiten an eine Pressemappe zu machen. Wir wissen, dass das schwierig ist, aber wir wissen auch, dass wir noch lange nicht das Thema behandelt haben. Wir stehen zur Verfügung, wann frohe nun sind. Merci.